Ich erzähle euch ein Schweizer Märchen, denn vor langer Zeit, da lebte bei uns ein Schweinehirt. Der stand eines Tages auf dem Feld, hütete die Schweine und da sah er gegenüber auf der anderen Wiese die Knechte und die Mägde von eines anderen Bauern, die gerade bei einem Imbiss zusammensaßen. Und die teilten Brot und Käse und die schenkten Apfelmost ein. Und der Schweinehirt, der hatte so einen Hunger. Aber er wusste, er würde bis zum Abend nichts essen, denn sein Herr war ein Geiziger. Und da stand er so und sagte ganz leise zu sich selber: Oh, wär ich doch ein Bauer, denn wär ich ganz und gar zufrieden. Und kaum hatte er es gesagt, da war er ein Bauer. Er stand auf einem Hof und neben sich, da sah er einen stattlichen Bauernhof und vor ihm, da breitete sich eine Wiese aus mit Obstbäumen und weiter hinten, da war Acker und da waren Felder. Und er als Bauer stand ganz versonnen da und überlegte gerade, wie viel ihm wohl diese Äcker und diese Obstbäume an Ertrag bringen würden. Da ritt unten am Hoftor der Kornhändler vorbei. Er lachte und schüttelte seinen Geldbeutel und rief: Ha, Bauer, guten Tag. Sag mal, wie teuer ist das Maß? Und der Bauer antwortete: Du weißt genau, dass ich es dir nicht für weniger geben kann. Und wenn es nicht bald um die Hälfte mehr gilt, dann gehen wir hier alle zugrund. Tja, hat der Kornhändler gelacht und ist davon geritten. Und da dachte der Bauer: Wenn ich doch ein Kornhändler wäre, dann wäre ich ganz und gar zufrieden. Und im nächsten Augenblick stand er als Kornhändler vor einem vollen Speicher und raufte sich die Haare. Es war Krieg im Land und das Heer litt Hunger. Und da kamen die Soldaten mit dem Oberst, der Oberst auf dem Ross, und lachte. Und die Soldaten drangen in den Kornspeicher ein und holten Sack um Sack heraus und luden sie auf einen Wagen. Und statt Geld bekam der Kornhändler nur Schläge und harte Worte. Und der Oberst lachte und die Soldaten gröhlten und ritten davon. Und da seufzte der Kornhändler und sagte: Wäre ich doch so ein Kriegsoberst, dann wäre ich ganz und gar zufrieden. Und im nächsten Moment stand er als Kriegsoberst vor dem Gericht. Der Minister hatte ihn verurteilt zu Kerker, lebenslänglich, weil er nicht gut getan hatte gegen sein eigenes Volk. Und er verteidigte sich, aber es nützte gar nichts. Der Minister ließ schon die Schergen kommen. Da rief der Oberst: Ach, wäre ich doch ein Minister, denn wäre ich ganz und gar zufrieden. Und schon war er ein Minister, saß in einer Kutsche. Neben sich, da hatte er seine Frau, die weinte, und in der Kutsche waren auch seine Kinder, die ihn anschauten mit angstgeweiteten Augen. Draußen, da wütete der Pöbel, sie riefen schlechte Worte und warfen Unrat an die Kutsche. Ein Offizier stand am Fenster der Kutsche und sagte: Herr Minister, flieht so schnell ihr könnt. Es sind zwar nur Gerüchte und Lügen, die man über euch erzählt, aber der König, der hat kein Vertrauen mehr zu euch. Eure Güter und eure Häuser, die werden alle verteilt und für euch gibt es hier keine Freundschaft mehr. Da jammerte der Minister und sagte: Oh, wäre ich doch der König. Wenn ich der König wäre, wie zufrieden wäre ich denn? Und im nächsten Moment war er der König, saß in einem Sessel, krank und elend. 4 Diener trugen den Sessel davon. Er selber war auf dem Feld gewesen, weil immer noch Krieg war. Und da wurde er krank
Und jetzt saß er in diesem Sessel, elend und krank, und wurde fortgetragen, damit die Diener ihn verstecken konnten, bevor der Feind ihn finden würde. Und da saß er in diesem Sessel und er schrie: Oh, wär ich doch ein Sauhirt! Ach, wär ich doch ein Schweinehirt! Und wenn ich der Ärmste wäre vom ganzen Land, nur einfach gesund und erlöst aus diesem Elend. Und als er das gerufen hatte, da stand er als Schweinehirt auf dem Feld. Er trug Lumpen und er war darüber so froh, dass er einen Freudesprung machte über das größte Schwein. Und jetzt war er wirklich zufrieden.